Mein Name ist Daniel Lenz, 32 Jahre, Betriebsleiter vom Biohof Lenz. Ich komme nicht aus der typischen landwirtschaftlichen Familie, sodass ich vor 3 Jahren die große Chance hatte, für einen Betrieb zu überholen von einem Monsieur, der in Pension wollte gehen. Ich habe den Betrieb überholt mit 50 Schafen damals und habe an den 3 Jahren auf 300 Mammen Schafe abgestockt und dabei auch noch ein zweites Standbein abgebaut mit Lehrhänger, die ich dann an der Selbstvermarktung komplett selber vermarkte. Die Eier gehen an Maison Relais verkauft. Ich habe dann aber auch noch nebenbei verschiedene andere Plätze, wo ich so lasse. Das sind dann Epicerien an der Stadt, und ich habe noch wo Restaurants, die da bestellen. Und dann habe ich nach zu Ersing auf der Hauptstraße einen Verkaufsautomat, wo dann Leute en passant können sich hier Köchen eher aus dem Automat raus sicher gehen. Die Rasse, die wir hier am Hintergrund sehen, das ist Roux Ardennais, Belge Ardenner Schaf. Die sind am Anfang nicht der typische Fleischschaf, also das, was man kennen, wo wirklich viel Fleisch drin ist. Das heißt, sie sind ein bisschen mehr robust, sie brauchen nicht das richtig fette Gras wie ein Texelschaf zum Beispiel. Wir haben eine Landschaftspflegeprim hier in Lützeburg, die ausbezahlt wird von den eben so Flächen wie der heute bewirtschaftet. Und wir haben noch von den Schafen aus der eben die Roux Ardennais, das ist ein Aal vom Aussterben bedrohte Rasse. Das heißt, du könnt dann auch von der Rasse aus könnt dann noch eine Prim dabei für die Schafsrasse zu erhalten. Auf der Fläche, die wir hier gesehen haben, also eine puste Fläche. Die Fläche die bleibt dann auch ab mit Schaf. Das möchte zum Beispiel ein Kuh gibt, das zum Beispiel nicht kriegen. Den anderen Vorteil ist bei den Schafen, plötzlich gesagt, sie kacken ihr dann noch auf Wiss, das heißt, dass dann auch natürlich sitzt dann noch irgendwie ihr Kreislauf, das heißt, das Wiss wird automatisch durch die Bewegung auch gedüngt, wo dann auf einer puste Fläche dann auch Gras abkönnen, dann vielleicht auch eine andere Pflanzenarten wie wir auf verschiedene Plätze, wo wir auch Orchideen haben, die raufkommen, und die Fläche kriegt eine Biodiversität, die extrem hoch ist. Schafe, die müssen auch geschult gehen, das heißt, da müssen dann Leute auf den Betrieb kommen, die wollen aufschuren. Das kann ich doch selber machen, mit 300 Stück geht das dann einfach relativ zeitaufwendig. Das Problem dabei ist, dass wir im Moment in Lützeburg wirklich keinen Markt haben, für die Schafe voll Last zu gehen, weil es einfach auch zu kostenintensiv geht, für die Wolle irgendwie spinnfähig zu machen. Das heißt, die muss dann an das Ausland geschickt gehen, für gewäscht zu gehen, und da gibt es eine andere Firma geschickt für abberät zu gehen, und da können Sie mal bei irgendjemandem, den sich spinnen kann. Natürlich, das sind dann sozusagen 3 Etappen, die müssen irgendwie finanzieren, bis sie mal etwas Spinnfähiges wird, sodass im Moment Bauern quasi alle gut in der Schafswolle sitzen bleiben.